Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 153. Folge vom Vollinen Podcast. Und heute haben wir einen Gast, der schon längst überfällig ist. Wir kennen ihn schon sehr lange. Es Wunder, dass er noch nicht bei uns war, aber schön hat es geklappt. Und in dem Sinne herzlich willkommen, Livio Stadler. Danke vielmals, Oskar, André. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut, zum kommen und freue mich sehr auf die spannenden Fragen von euch. Ja, also ich freue mich auch, dass ein weiterer Steinhauser da bei uns im Podcast ist. Wir sind ja mittlerweile fast schon ein Auffangbecken für Steinhauser Sportlerinnen und Sportler. Aber am besten lassen wir gerade los. Uns nimmt es nämlich Wunder, wie es dir so geht, Livio. Du hast dich vor ein paar Wochen verletzt. Erzähl mal ein bisschen, wie geht es so, was machst du, wie lebst du? Genau, ich habe am Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, haben wir ein Heimspiel gegen Freiburg und dort habe ich mich bei einem Check mir den Unterarm gebrochen. Habe dann über Weihnachten, das erste Mal Weihnachten im Spital verbringen leider. Bin auch an Weihnachten operiert worden. Seitdem ist Reha angesagt, Physiotherapie, Ergotherapie und ich trotzdem gleichzeitig probiere fit zu halten. Und es geht mir inzwischen wieder besser. Und das Ziel ist, dass ich in den nächsten paar Wochen wieder einsatzfähig bin. Ja, wir brauchen dich dann wieder für die Playoff, aber zu dem kommen wir nachher noch. Wie geht es dir jetzt momentan? Wie fühlst du dich? Es geht mir sehr gut. Ich habe sehr einen guten Mix gefunden mit dem Reha-Training, zeitgleich auch das Aufbautraining. Ich meine, der Darm ist gebrochen, aber die Beine funktionieren, die Lunge funktioniert, es funktioniert eigentlich alles. Und mit den Trainingsmöglichkeiten, die wir inzwischen im OM haben, bietet es mir eigentlich eine super Gelegenheit, wo mir die besten Möglichkeiten gibt, um mich fit zu halten. Und funktioniert momentan sehr gut. Ich fühle mich darum fit und gesund eigentlich. Wie fest kannst du jetzt Einfluss nehmen, gleich noch aufs Geschehen, was im Team passiert? Also wie nah bist du an der Front? Ich bin jeden Tag bei der Mannschaft dabei. Wir sind an jedem Meeting, das wir haben, bin ich dabei. Also eigentlich, es gibt immer, das ist ein Credo bei uns, dass alle Spieler, die nicht einsatzfähig sind, die verletzt sind, angeschlagen sind, die müssen an jedem Meeting dabei sein. Darum bin ich dort sehr nah an der Mannschaft und Einfluss auf die Mannschaft kann ich nehmen, indem ich eine Rückmeldung gebe, wie wir im Spiel, wie sie gespielt haben, was ich gesehen habe von oben, weil man gleich das Spiel anders schaut von der Tribüne aus wie auf mich selber. Also das heisst, du bist fast so ein bisschen in einer Rolle vom Videocoach, blöd gesagt. Nein, schon nicht ganz. Also es ist nicht, dass ich ihn belehren will oder so, aber es ist gleich spannend, das Spiel von oben zu sehen. Weil man ist so im Zeug rein, wenn man spielt auf dem Eis, es passieren so viele unvorhersehbare Sachen. Und darum ist es mal spannend, das von oben zu sehen. Und manchmal hilft es jemandem, der über einen Lauf hat, zu sagen, hey, shit, du spielst verdammt gut. Oder einem, wo es nicht so läuft, vielleicht siehst du ein paar Sachen von oben, die er vielleicht im Spiel nicht sieht. Und mehr in dieser Rolle, aber überhaupt nicht irgendwie jemanden zu korrigieren. Das ist im Trainer seine Aufgabe. Mhm. Und also Verletzungen sind ja bei euch Hockeyspieler eigentlich nicht an der Tagesordnung, aber es gehört halt schon auch dazu. Du hast jetzt dich nicht zum ersten Mal verletzt. Was ist jedes Mal wieder neu? Und mit was hast du jedes Mal wieder zu kämpfen, wenn dich wieder mal verletzt ist? Ich glaube, das Schwierigste, der Teil 1 ist immer zuerst, okay, die Diagnose, die zuerst mal verarbeiten und dann ist ich glaube, das erste Gefühl ist immer Frustration. Also die Ungewissheit, wo man nicht weiss, okay, wie schlimm ist es, was hat man genau und wenn dann die Diagnose kommt, ist es noch ein paar Tage, ist es ein paar Wochen, muss man etwas operieren oder nicht, dann ich glaube, das ist der erste Gedanke, das war bei mir eigentlich immer Frustration bis jetzt. Aber das leitet sich mit den Tagen, weil ich jetzt eben, wie gesagt, es ist nicht meine erste Verletzung, leider. Aber wenn ich jetzt das Ganze aus der Vogelperspektive anschaue und ich zurückschaue, ist eigentlich immer der schwierigste Teil gewesen. Die Frustration kann ich bewältigen und das nachher in etwas Positives können umwandeln. Mhm. Man muss ja auch sagen, bei dir sind die Verletzungen leider immer am gleichen Ort gefühlt. Ja, jetzt habe ich recht Pech gehabt. Ja. Es hat irgendwie immer meinen linken Arm verwünscht. Einer ist etwas am Finger vorne, einer ist zweimal der Unterarm. Ist recht Pech. Ich habe es mir selber nicht ausgelesen, aber ich habe bis jetzt mich von jeder Verletzung sehr gut erholen. Es ist alles immer wieder gut verheilt und halt so lange ist es die letzte Verletzung am linken Arm. Das hoffen wir. Oder allgemein nicht nur die am linken Arm die letzte, sondern einfach die grösser für eine lange Zeit. Ja, so viel mal zu den
negativen Sachen, sage ich jetzt mal. Wir wollen gescheiter mal zurückschauen, wo du eigentlich herkommst im Hockey. Du hast ja eigentlich die meiste Zeit beim EVZ gespielt bis jetzt, kurze Zeit in Schweden. Und ja, das macht dich sozusagen zu etwas Speziellem, dass du eigentlich noch nie noch jemand anders gespielt hast, wenn ich es so sagen kann. Wie fühlt sich das, oder wie fühlt sich der Status für dich an und was bedeutet der dir? Es ist sehr eine Herzensangelegenheit, würde ich das nennen. Ich bin jetzt Zug aufgewachsen. Ich bin, wie gesagt, von Steinhausen. Ich bin immer zu Zug gewesen. Mein Vater hat früher schon beim EVZ gespielt. Und für mich ist es eigentlich wie eine Herzensangelegenheit. Es ist etwas sehr Spezielles. Ich habe eine andere Bindung zu einem Club, wie andere Spieler zum EVZ haben. Und, aber wie gesagt, das heisst aber nicht, dass ich irgendwie im Unterbewusstsein, dass nie irgendetwas anderes in Frage kommen, sondern bis jetzt ist einfach der EVZ für mich der Verein in der Schweiz, der die besten Ausbildungsmöglichkeiten bietet, sei es schulisch wie auch sportlich. Und die ganze Rundum-Paket beim EVZ ist momentan einfach am besten. Und dass das in meinem Heimkanton der Fall ist, dass ich das Privileg habe, ist sicher etwas sehr Spezielles. Es ist ja sehr speziell, dass du vor allem seit der Bambini bei Zug gespielt hast. Also wirklich seit der kleinsten Stufe alle Stufen durchlaufen und dann den Schritt zum Profi gemacht. Das kommt ja auch nicht oft vor. Mittlerweile ist es ja so, dass die Junioren mit so 15, 16 von überall ein bisschen, herkommen und integriert werden ins Team. Aber du hast ja quasi den ganzen Werdegang durchgemacht. Du hast noch in der alten Härte gespielt und ja, eben. Du kennst den Verein seit mehr als 20 Jahren mittlerweile, oder? Ja, absolut. Ich habe, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube 2002 oder 2003 habe ich beim EVZ einfach Hockey gespielt. Ich habe eine Autogrammkarte daheim von mir. Von 2002 habe ich meine erste Autogrammkarte vom EVZ gehabt. Und das ist jetzt doch eine Weile her. Und darum ist es etwas, es sind schöne Erinnerungen. Es ist schön zu sehen, dass ich noch das Hertie-Stadion erleben durfte, wo gleich noch ein Stück Nostalgie dabei ist. Und dann habe ich aber auch das Glück gehabt, dass ich dann eigentlich auch in einer neuen Hockey-Arena gross werden durfte. Ja. Was, wenn ich andere Arenen sehe in der Schweiz, es auch sehr ein grosser Vorteil ist und ein grosses Privileg. Und es ist auch ein Luxus. Und das ist sicher etwas sehr Spezielles, dass ich das auch miterleben, wo eigentlich die Bossard Arena mehr oder weniger eingeweiht worden ist, bis jetzt dürfen selber in der Garderobe von der ersten Mannschaft sein. Es ist ja krass, was ein Wandel der EVZ in dieser Zeit gemacht hat. Wenn man so darüber nachdenkt, wo er gestanden ist, wo du angefangen Hockey spielen hast und wo der EVZ heute steht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich es vergleiche mit den letzten 10 Jahren, ist die EVZ richtig zu einer Marke geworden. Ich glaube, unter der Ära von Dan Tangnes mit dem Göpsig und dem Meistertitel haben wir hat EVZ, glaube ich, sehr einen guten Job gemacht, dass sie wirklich zu einer Marke und wirklich, man kennt EVZ nicht nur in Zug, sondern schweizweit und sich wirklich einen stolzen Namen erarbeitet haben. Mhm. Wo ist denn, also du hast ja das Ganze, wie gesagt, jetzt durchlebt, und wo ist der Moment gewesen, wo du so ein bisschen selber realisiert hast, okay, da ist sich etwas am tun, also wir werden gut, richtig gut. Hat es so einen Moment überhaupt gegeben? Ich glaube, der Kick-Off war, wo der Dan kam, haben wir einen sehr grossen Wechsel gehabt, vom Spielstil her, von der Dynamik in der Mannschaft. Und dann haben wir 2019 den Göpsig gewonnen, eigentlich der erste Titel kann man schon nennen, seit 1998. Und ich glaube, dort haben wir realisiert, erstens, wie viel das es braucht, bis man gewinnt und was es dazu braucht. Ich glaube, dort war der Kick-Off, dass wir gemerkt haben, okay, es ist etwas Spezielles in dieser Gruppe, in dieser Mannschaft. Und dann haben wir das später wie können so ein bisschen mitnehmen, die Erfahrung vom Cup-Sieg und also die ganzen Emotionen, die wir dürfen erleben. Und das hat uns sicher geholfen für den späteren Meistertitel, den wir zweimal gewinnen können. Und das ist wirklich so, ich glaube, das war der Kick-Off, so in die Erfolgsspur reinkommen. Mhm. Ja, da werden wir nachher sicher noch mal drauf kommen. Wenn wir noch bei deiner Jugend bleiben, eben, du hast ja die spezielle Situation gehabt, dass du als eigener Junior dann aufgekommen bist. Wie ist es eigentlich so? Hast du Vorbilder gehabt im Verein, die schon in der ersten Mannschaft gespielt haben und du nachher quasi hast damit spielen, oder hast einfach dich gefreut, dass du dann irgendwann mal den Sprung geschafft hast? Ich hatte immer ein Vorbild, das war der Raffi Diaz.
Ich habe immer zu ihm raufgeschaut, als kleiner Bub schon, als er noch im Hertie-Stadion, wo er auch dort als Junior raufgekommen ist, bin ich noch ganz klein gewesen, und ich bin in die Spiele zuschauen. Und er war dort schon mein Vorbild gewesen, weil er einfach ein wahnsinnig guter Hockeyspieler ist. Und dann habe ich ihn eigentlich immer verfolgt und als Vorbild angeschaut. Und dann habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich meine ersten 3 Saisons mit ihm zusammen, ist er mein Verteidigerpartner gewesen, und mit ihm zusammen den Göpsig und den zweiten Meistertitel vom EVC zusammen feiern. Das ist sicher eine sehr eine spezielle Geschichte. Wie fest freut es dich, dass er zurückkommt? Noch eine Saison? Sehr, unglaublich. Ich glaube, er ist sehr ein charakterstarker Spieler. Er ist extrem wichtig für unsere Garderobe, glaube ich. Es ist auch, nicht nur in der Garderobe, sondern auch für mich ist er immer noch ein sehr solider, abgeklärter Verteidiger, der immer noch für mich ein Top-Verteidiger in der Schweiz ist. Ja, also wir freuen uns auch, dass euch beide hoffentlich wieder zusammen spielen zu sehen. Aber jetzt, wenn wir bei dir bleiben, und eben du kommst aus einer starken Generation, oder zumindest 2, 3, die wirklich sehr gut geworden sind jetzt in der Schweiz, mit dem Zehnder und dem Türkauf. Wie erklärst du das? Was hat es in dem Moment speziell gegeben, wo ihr können profitieren davon? Aber in den Junioren haben wir immer zusammen gespielt. Wir haben vielleicht 10 oder 15 Jahre zusammen Hockey gespielt, jeden Tag. Wir sind in den Junioren eine sehr gute Mannschaft gewesen, wir alle zusammen gespielt haben. Dort war noch der Joran van Pottelberger dabei, der noch in Lugano Goalie ist, der auch sehr ein guter Freund ist von mir. Und ich glaube, wir haben dort so sicher auch eine Spur Glück gehabt, dass wir immer haben. Also, das muss man haben, dass man Profi wird auch. Aber ich glaube, wir haben das richtige Mindset gehabt. Wir haben alle 3 oder jetzt im Jahr inklusive 4, wir 4 haben den richtigen Drive gehabt. Wir sind beharrlich gewesen, wir haben nie aufgegeben, wir haben auf sehr viele Sachen verzichtet auch. Wir haben viele extra Stunden geschuftet und das zahlt sich jetzt hinten raus aus. Mhm. Aber es ist ja trotzdem außergewöhnlich, dass gerade 4 Spieler dann wirklich so etablierte NLA-Spieler werden aus einer Juniorenmannschaft, nicht? Das ist sicher sehr speziell. Es ist etwas sehr Schönes, auch wenn schlussendlich jeder seinen eigenen Weg geht, mag ich es jedem gönnen, es muss nicht bei mir sein, eben der Janik, der auf Zürich ist, der Calvin, der auf Lugano ist, der Joran, der auf Schweden ist, relativ früh und nachher seinen Weg gemacht hat in der Nazi. Ich mag jedem den Weg extrem gönnen und es ist sicher etwas sehr Spezielles. Und wir werden immer, wenn wir gegeneinander spielen, oder in der Nazi in letzter Zeit auch miteinander, ist sicher immer etwas sehr Spezielles und die Kontakte werden auch immer aufrechterhalten. Gibt es eigentlich im Eishockey so etwas wie im Fußball, dass man so das Liebli tauscht nachher? Nein, das gibt es im Eishockey nicht. Ja, du hast also kein Zinderliebli mit... Nein, das haben wir nicht. Und wir sehen uns meistens nach dem Spiel, trifft man sich in den Garderobengang und tauscht sich ein bisschen aus. Und wir sind so schon im Kontakt, darum ist eigentlich das mehr der Austausch. Aber Trikot tauschen, das gibt es im Hockey nicht. Und wie ist es für dich, wenn du gegen deine besten Freunde musst spielen musst? Weil, sagen wir, es ist Playoff, es geht Kässig zu und her. Was ist so... Gibt es eine Grenze, wenn einer wirklich dein bester Kollege ist? Oder sagt man dann, ja, nein, es ist jetzt wirklich unser Sieg von der Mannschaft im Vordergrund? Da gibt es keine Freunde auf mich. Also ob es Regular Season ist oder Playoff, ich glaube, dann ist es wirklich, dann kann man das, ich glaube, der Janik oder die anderen Spieler sind Profis und ich bin Profi. Darum, wenn wir gegeneinander spielen, kann man das wieder trennen und dann können wir uns auf mein Spiel ist Spiel. Da gehört auch nicht alles drum und dran gegeneinander. Es ist sicher sehr etwas Spezielles, aber es ist nicht, dass man irgendeine Rücksicht nimmt oder so, das überhaupt nicht. Und wenn man sich nach dem Spiel wieder sieht in der Garderobe, ist das eigentlich wie weg. Also wir können es eigentlich recht gut trennen, aber Kollegen oder so für mich, das gibt es nicht. Hat es eigentlich bei dir schon mal gegeben, dass es so ein Scramble vor dem Goal gegeben hat, wo man so ein bisschen kässig war, wo man halt mal den anderen ein bisschen packt oder mal auch zuschlägt, dass es einer von denen verwünscht hat? Hat es sicher auch schon gegeben, ja, aber nachher ist es gleich. Also lacht man nachher drüber, oder? Ja, nach dem Spiel lacht man darüber, aber im Spiel tun wir das wie ausschalten. Aber nach dem Spiel, wenn man sich dann sieht, dann lacht man eigentlich darüber. Und nächstes Mal, wenn man zusammen irgendwo ist, zusammen geht essen, dann ist es eigentlich das Thema, wo man darüber reden kann und was eigentlich etwas Lustiges ist. Aber ich bin sicher auch schon in dieser Situation gewesen, ja. Aber es ist eigentlich mehr etwas Lustiges. Also im Moment nicht, aber nach dem Spiel ist es dann etwas, wo man darüber lachen kann. Ja, jetzt fragt man sich immer so, wenn man draussen zuschaut, wie ernst das wirklich ist, wenn man sich mal ein bisschen in die Hände oder in die Haare geraten. Aber in dem Fall im Moment schon und nachher ein bisschen weniger.
Genau. Ja, was mich noch wundernimmt, wenn du zurückschaust auf so ein bisschen deinen Werdegang Richtung Profi, was sind so die grossen Meilensteine für dich persönlich gewesen, wo du hast können einerseits erreichen und was sind so die grossen Challenges gewesen? Also, was mir als erstes Sinn kommt, ist eigentlich die Ausbildung. Ich habe die Sportschule in Cham gemacht und nachdem ist eigentlich gerade, als ich die Sportschule, als ich fertig war mit der Sportschule, hat die EVZ die Academy gegründet. Also das ist eigentlich wo man optimal den Spitzensport mit der Ausbildung kombinieren kann. Und das ist sicher ein riesen Vorteil für mich. Ich war in dieser Pilotklasse, das erste Jahr. Das war für die EVZ neu, für die Lehrer in der Schule und für uns Spieler auch. Das war sicher eine Challenge, aber eine riesige Chance, dass man wirklich, mir ist die Ausbildung sehr wichtig, auch die Ausbildung mit dem Eishockey kombinieren. Das ist ein Teil. Und der andere Teil ist, dass es eben ermöglicht hat, dass wir uns wirklich voll auf den Sport konzentrieren können. Mit der Ausbildung nebenzu. Und das hat mir dann ermöglicht, was der erste grosse Meilenstein war, ist die U18 WM in Zug. Ich glaube, das war 2015. 14 oder 15 haben wir im Halbfinale gegen Finnland in der Verlängerung verloren und sind dort das erste Mal vor dem ausverkauften Bossard Arena im eigenen Heimstadion dürfen die U18 WM spielen. Das war sicher etwas sehr Spezielles gewesen. Und das war so der erste grosse Meilenstein gewesen. Und dann die U20 WM 2 Jahre später in Montreal und in Kanada. Montreal und in Toronto, wo sicher ein riesen Highlight war zwischen Weihnachten und Neujahr, wo wir eine sehr gute Mannschaft hatten. Sind zwar im Viertelfinale ausgeschieden, aber es ist auch ein Turnier, das ich nie mehr vergessen werde. Und wenn ich jetzt meine Ausbildungszeit zurückschaue, sind eigentlich die zwei grossen Turniere mein grosses Highlight gewesen. Und ich habe das ja den Sport auch mit der Ausbildung kombinieren. Wenn wir bei der Academy sind, es war ja so gewesen, dass Zug ein NLB-Team hatte, also eben die EVZ Academy. Ja. Und ihr seid ja quasi von den Junioren dann zuerst mal in die NLB gegangen, haben dort Spielerfahrung geholt bei den Profis und haben dann den ersten Schritt in die erste Mannschaft gemacht. Also bei den meisten war es so gewesen. Wie wichtig ist das für deine Entwicklung, dass du quasi den Zwischenschritt hast können machen und nicht direkt von den Junioren in die erste Mannschaft bist? Extrem wichtiger Schritt. Also, für uns alle, wir sind glaube fast 10 Spieler, die jetzt Profis sind, haben den Weg eigentlich von der Elite, von der U20 heisst das jetzt, über die Academy, die in der Nazi B ist, in die National League, in die Nazi A aufgekommen. Also, der Schritt von den Junioren in die erste Mannschaft ist sehr gross, aber ich glaube, der grösste Vorteil ist, dass du lernst gegen Männer spielen. Du kommst als Junior, 18, 19, 20-Jährige, ist das Juniorenhockey einfach anders als Erwachsenenhockey, weil die Spieler sind grösser, es werden andere Entscheidungen getroffen, die Spieler sind schwerer, es ist ein erwachseneres Spiel einfach. Und das lernst halt gegen Männer spielen, auch physisch, vor allem lernst du halt in dieser Swiss League mit der Academy, lernst du das als Junior gegen Erwachsene spielen und nachher von dort das Tempo adaptieren und dann in die erste Mannschaft mitnehmen. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr essentiell ist, um den Schritt als Junior in die erste Mannschaft zu schaffen. Also aus Zuger Sicht, umso schade gibt es das Team nicht mehr, oder? Ja, es ist eine Chance, es ist ein Projekt, das funktioniert hat, aber ich glaube, sie haben sehr einen guten Ansatz gefunden, was sie jetzt ohne das Academy-Team machen können. Sie haben gesagt, sie den Ansatz jetzt den Hebel früher ansetzen und dann bei den Junioren mehr Trainer, die mehrere oder verschiedene Kompetenzen haben, wo die Spieler früher probieren besser auszubilden. Und dass die Spieler, wenn sie nachher 18, 19 sind, an einem weiteren Entwicklungsstandpunkt sind, wie wir dazu mal. Und dass der Schritt eben nachher wie nicht mehr braucht, dass du über einen Nazi B gehen, sondern dass du dann den Schritt als 19-Jährige direkt in die erste Mannschaft schaffen. Und bei dir persönlich, was hast du müssen verändern, wo du sozusagen noch, also ja, das erste Mal gegen Männer gespielt hast? Wie hat sich dein Spielstil noch geändert vom Junior zum dem Elite-Spieler? Also Elite ist ja, bei euch heisst U20 jetzt zu der ersten Mannschaft. Ja, als genau. Elite-Spieler zu der ersten Mannschaft. Ich glaube, das, was ich am meisten verändern musste, sind die schnelleren Entscheidungen treffen. Da ist auch viel weniger Zeit und der Gegner liest das Spiel viel besser. Also du hast unter Druck lernen, schneller Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist das, was das ist das eine, kognitiv und das Physische halt
ich bin als 18- oder 19-jähriger Bursch bist du nicht physisch so weit wie ein 30-Jähriger. Das einfach dort, halt, es gibt keinen Weg um die Kraft drumherum und das ist halt etwas sehr Wichtiges, dass wir körperlich können, dass ich mich dort weiterentwickeln muss. Und eben auf dem Eis nachher der Unterschied, was ich adaptieren muss, ist wirklich unter Druck. Hast weniger Zeit und schnelle Entscheidungen treffen. Ja. Du bist, wir haben es vorhin gesagt, noch kurz in Schweden gewesen. Du hast es jetzt nicht erwähnt bei den Meilensteinen. Ich nehme jetzt an, dass es gleich wichtig war. Was hat das für eine Rolle gespielt? Ich habe 2 Jahre von der Academy habe ich die Ausbildung, das ist eine 4-jährige Ausbildung und nach 2 Jahren konnte man einen Zwischenabschluss machen. Und ich habe den Zwischenabschluss gemacht und habe dann eine Offerte bekommen, dass ich auf Schweden spielen konnte. Für 2 Jahre. Ich bin nachher auf Schweden gegangen und das war für mich eine riesige Erfahrung. Ich habe in Luleå gespielt. Das ist das nördlichste Profiteam von Schweden. Also es ist 1000 Kilometer nördlich von Stockholm. Es ist also im Winter relativ kalt und dunkel und im Sommer ist es halt sehr viel hell. Und es war sehr eine lehrreiche Zeit. Es war eine neue Sprache. Ich musste mich recht schnell zurechtfinden oben. Das Hockey war anders, das Training war anders und es war eine sehr lehrreiche Zeit, wo ich auch menschlich einen sehr grossen Schritt machen konnte. Wie war es denn für dich, wo du einfach von daheim weg, das erste Mal eigentlich? Es war so ein Schritt aus der Komfortzone. Mal, wie gesagt, ich habe die Chance mit 18 einen Zwischenabschluss machen und wer kann mit 18, wenn du die Chance hast, ins Ausland zu gehen und deinen Traum weiter zu verfolgen und gleichzeitig bei dort ins Gimmi, gleichzeitig in die Schule gehen. Ich wollte das einfach probieren und die Erfahrung machen und nicht, dass ich, wenn ich älter bin, zurückschaue und denke, hätte ich doch, wieso habe ich nicht. Es ist ein gewagter Schritt, aber ich würde jederzeit den Entscheid wieder fällen. Ja. Du hast gesagt, das Hockey ist anders, beziehungsweise ich nehme auch die Ausbildung ist anders. Was machen die Schweden besser als die Schweizer und was machen sie vielleicht weniger gut als die Schweizer? Es gibt mehr lizenzierte Hockeyspieler, wenn es mir recht ist, in Schweden, als in der Schweiz. Das ist mal das eine. Das andere ist, wir haben das Team, wenn ich jetzt das Beispiel anschaue, wo ich war in Luleå, unser Stadion hat 7 Eisfelder gehabt. In einem Stadion drin. Also 7 Eisflächen. Also du hast eigentlich immer aufs Eis, wenn du willst. Es war immer etwas frei gewesen. Also infrastrukturmäßig sind sie extrem weit gewesen. Also ich kenne kein Stadion in der Schweiz, das 7 Eisfelder drin hat. Das ist etwas Wahnsinniges. Und das andere ist, sie haben einfach sehr viele, sehr gute Trainer. Und ich finde, der Unterschied im Moment ist immer noch, in der Schweiz trainierst du es okay und in Schweden lebst du es. Und mit dieser Einstellung, die Spieler dort trainieren, plus dem Know-how, wo die einfach so früh, so gut ausgebildet werden, dort habe ich das Gefühl, in Schweden schon sehr weit, aber man muss ehrlich sagen, ist die Schweiz, die schon bald auf Augenhöhe ist. Ich glaube, das ist etwas, was die Schweiz sehr, sehr gut macht im Moment. Und dort ist es momentan, würde ich schon fast sagen, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist gut, weil wir haben ja immer noch den Schwedenfluch, den wir besiegen müssen, aus Schweizer Sicht. Von dem her sind wir froh, ist das so. Und etwas anderes, was ja gerade in Zug wahrscheinlich, wenn wir beim Thema Infrastruktur sind, sehr, sehr gut gemacht wird, ist ja das OM, oder? Und jetzt ist die Frage, wie war so der Wechsel für dich gewesen, vom quasi normalen Trainingsalltag zu dem hochtechnischen, wissenschaftlichen Ansatz, wo das OM verfolgt? Es war sehr ein interessanter Wechsel gewesen, sehr positiv. Wir sind eigentlich von der Bossard Arena haben unsere ganze Ausrüstung genommen, unsere Garderobe, unser Daheim. Wir haben das eigentlich ins OM gezügelt, in ein neues Gebäude, ein neues Trainingszentrum, eigentlich wirklich Betonung auf Trainingscenter ist und nicht unsere Garderobe in der Bossard Arena, wo wir das Spiel haben, wo wir mit Emotionen verknüpft sind, etc. Dann hat es schon, ich glaube, der Vorteil war, dass es für alle Parteien neu war. Es war neu für uns Spieler, es war neu für die Trainer, es war neu für die Coaches im OIM, bis wir da einen Rhythmus gefunden haben, bis man sich gegenseitig gefunden hat. Und ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen und rein vom Trainingsaspekt her, es ist ein wissenschaftlicher Trainingsansatz. Es ist mit all diesen verschiedenen Testings, die wir haben, von Körperfettmessungen,
Sprungtest, jegliche sonst Kraftübungen, Krafttests, die wir machen, ist das sicher ein Wechsel gewesen. Die Ernährung ist ein sehr grosser Punkt, wo sehr viel Wert drauf gelegt wird im OIM. Und die ganze Reha-Abteilung, die wir eigentlich auch haben. Also wenn wir Verletzungen haben, ich jetzt auch, bin jetzt im OIM in der Physiotherapie und das sind hervorragende Physiotherapeuten dort, wo ja, es sind verschiedene Kernkompetenzen, die wir neu kennengelernt haben, die eigentlich das OIM inzwischen bietet. Ja. Und du hast vorhin gesagt, mit der Garderobe in der Bossard Arena, die eigentlich mit Emotionen verbunden ist, wo eben eure Heimspiel stattfindet. Wie siehst du das so wegen dem Heimvorteil jetzt? Ist der ein bisschen weniger geworden, wenn immer hin und her musst wechseln und eigentlich an einem anderen Ort lebst als spielst? Oder wie oft sind wir noch in der Bossard Arena, um genau das Gefühl zu bekommen vom Stadion, vom Eis? Also wir sind eigentlich, wir eigentlich immer hin und her pendeln. Also wir haben, wenn wir Dienstag, Freitag, Samstag spielen, dann sind wir am Montag haben wir ein Training im OIM und nach dem Training packen wir unsere Taschen packen, dann wird sie bei uns ins OIM gezügelt, in die Bossard Arena gezügelt. Haben am Dienstagmorgen, nachher am Game Day, haben wir am Dienstagmorgen das Training und am Dienstagabend Spiel. Und nach dem Training wird unsere Tasche wieder gepackt, wieder zurück ins OIM gefahren. Dann haben wir Mittwoch, Donnerstag haben wir im OIM Training. Am Freitag, wenn wir ein Auswärtsspiel haben, haben wir am Freitagmorgen immer, bleiben wir im OIM, gehen vom OIM aus Auswärtsmatch. Und wenn wir dann am Samstag wieder in der Bossard Arena spielt, wird die Tasche vom Freitagabend irgendwo, wo wir dann spielen, gepackt und wird direkt in die Bossard Arena gefahren. Und wir gehen am nächsten Tag wieder in die Bossard Arena, haben am Morgen wieder das Training und spielen am Abend wieder. Also, long story short, es ist eigentlich immer ein Hin und Her, aber durch das ist eigentlich nicht ein Heimvorteil, der verloren geht, Ja. sondern man freut sich eigentlich immer wieder, wenn man im OIM trainiert hat, weiss man, okay, wenn man in die Bossard Arena kommt, dann ist Spiel, dann ist Game Time und kann vielleicht auch als Vorteil angeschaut werden. Absolut, absolut. Wie viele Taschen sind es eigentlich insgesamt, die da gezügelt werden? Ja, es sind 20 Feldspieler und 2 Goalies sind 22 Taschen. Boah, Braucht es einen guten Anhänger oder die Logistik. Ja, das ist schon etwas. Aber ja, spannend. Und was ist denn eigentlich so deine Trainingsphilosophie? Also was bist du für ein Typ von, oder an was glaubst du, wenn du trainierst? Ich glaube, für mich ist Training extrem wichtig. Das Gefühl, ein gutes Training, wenn man gut trainiert, gut isst, wenn man alles dafür macht, dass man möglichst gut performen am Abend oder in dem Spiel, dann das ist für mich eigentlich das A und so. Und für mich ist nach dem Spiel, ist vor dem Spiel. Also Trainings sind für mich genauso wichtig, wie die Spiele sind. Und ich habe das Gefühl, einfach, mein Grundsatz ist eigentlich, dass ich mache gerne mehr. Ich mache gerne meine Übungen. Ich weiss inzwischen, was mein Körper braucht, wie er sich am besten erholen kann und was ich brauche. Wenn wir viel Spiel haben, wenn wir weniger Spiel haben, wenn ich Zeit habe, wenn wir weniger Spiel haben, wenn wir ein bisschen mehr trainieren können, weiss ich recht gut, was ich brauche. Und ich glaube, das ist sehr ein grosser Vorteil. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist mein Mindset und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber ich habe das Gefühl, über die letzten Jahre habe ich mir etwas aneignen können und ich genau weiss, was ich brauche, damit ich am Abend performen kann. Du hast vorhin gesagt, dass du nicht so viel Schlaf brauchst. Das ist ja eigentlich ziemlich gut, weil manchmal von den Auswärtsspielen kommst du ja verdammt spät heim. Und also ich nehme an, ihr habt am Morgen dann nicht Training, oder wie muss man sich das vorstellen? Immer am Matchtag haben wir am Morgen Training, egal wenn wir am Vortag heimkommen. Also wenn wir am Freitagabend in Genf spielen und wir kommen am Morgen um 2:30, 3 heim, dann ist am nächsten Morgen ein Meeting. Wir behalten eigentlich immer den Rhythmus am Morgen drin. Wir haben immer, am 10:30 ist immer ein Meeting am Morgen. Okay. Und das ist eigentlich etwas, ist eine Routine, die wir über die letzten Jahre immer und immer uns angeeignet haben. Und dann haben wir halt am Nachmittag nachher ein Zeitfenster zum Schlafen, was sehr wichtig ist dann, weil gerade wenn man Back-to-Back spielt, 2 Spiele in 2 Tagen hat und man spielt das erste Spiel auswärts, dass man dann wirklich die Zeit weise nutzt, sage ich jetzt mal, dass man sich optimal auf das Spiel am Abend vorbereiten kann. Das heisst, du machst Mittagsschlaf jeden Mittag? An den Spieltag, ich tue immer vor dem Spiel schlafen, ja. Also vor dem Spiel, das kann ja nicht unmittelbar vor dem Spiel sein, sondern am Mittag und das Spiel ist am Abend, oder wie ist das? Genau, meistens haben wir um 10:30 Uhr Meeting, um 10:30 Uhr, und da essen wir alle zusammen zum Mittag. Und dann sind wir eigentlich zwischen 12 und 1 daheim. Und dann müssen wir am Abend, 2 Stunden vor dem Spiel, ist man eigentlich immer in der Garderobe. Und in dieser Zeitspanne zwischen 1 und
Und 5 oder 1 und Viertel vor 6 in dieser Zeitspanne liege ich am erklären. Klar, ich schlafe nicht 5 Stunden, aber ich probiere dann eigentlich auch meinen Rhythmus, den ich mir angeeignet habe, wenn ich immer zu der gleichen Zeit probiere zu schlafen und die gleiche Zeit aufstehen und die gleiche Zeit essen, dass ich so auch in einen Rhythmus hineinkomme. Ich habe noch eine Frage. Ist mir eigentlich, also du erzählst jetzt das wirklich routinemäßig, du gehst schlafen und so, ist man dann noch nervös, wenn man 3 Spiele pro Woche hat? Oder was ist so dein Gefühl, deine Emotion, so eben 3-4 Stunden vor dem Matchstart? Also ich bin sicher früher meine ersten 2-3 Profijahre viel nervöser als jetzt. Aber ich würde lügen, wenn ich würde sagen, ich bin überhaupt nicht angespannt vor einem Match. Ich glaube, jeder Match ist speziell, weil man sich körperlich und mental auf ein Spiel vorbereitet. Und durch das, ich habe eigentlich den ganzen Game Day ist mehr oder weniger richtet sich eigentlich an am Spiel, nach dem Spiel am Abend, oder? Also du stehst am Morgen auf und alles, was du machst, tust du eigentlich so machen, dass du am Abend um 7:45 bereit bist. Und dann ist eine gewisse Anspannung ist eigentlich immer rum. Und klar ist es in einem Regular Season Spiel weniger als jetzt in einem Game 7, das wir gegen Zürich hatten. Dann ist eine andere Anspannung rum, aber es ist immer, ich will nicht sagen, dass ich komplett relaxed an einem Match gehe. Ja. Was mich wundernimmt, eure Saison ist ja extrem lang, oder ihr habt extrem viel Spiel, gerade in der Regular Season, es sind ja 52. Hast du manchmal das Gefühl, es ist zu viel? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das Schönste, darum spiele ich Hockey, um möglichst viel Spiel zu spielen. Und es ist klar, es gibt Zeiten, wo es sehr intensiv ist, wo man dann halt privat auf mehr Sachen verzichtet, aber das tut man dann auch gerne ein bisschen privat zurückstecken, dass man halt wirklich einfach, ich meine, für mich ist das Hockey alles, ich durfte mein Hobby zum Beruf machen und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass Hockey jetzt zu viel ist, aber klar, wenn man gut spielt, wenn es der Mannschaft gut läuft, vor allem, wenn man einen Lauf hat, dann fällt einem die Regeneration noch einfacher und es kommt einem vor, als hätte man nicht so viel Spiel vielleicht. Und wenn es in die andere Richtung läuft, dann als Mannschaft, wenn man ein bisschen Best drin hat oder wenn man persönlich einfach nicht so kann performen, wie man sich selber vorstellt oder nicht zu den Standards, die man hat, dann kommt einem die Regeneration ein bisschen schwerer vor, bin ein bisschen träger, die Spiele gehen nicht vorbei und das kann man eigentlich ein bisschen so anschauen. Weil das wäre nämlich gerade meine Anschlussfrage gewesen. Ihr habt ja einen extremen Sport, was das angeht, also mit der Intensität. Also bei euch ist es ja wirklich so, man hat einen Shift, ist auf 100%, hockt ab, 2-3 Minuten, wieder ein Shift 100%. Also es ist ja wirklich so ein Stop-and-Go, aber auf Extremlevel. Wie kommt man da nachher oben runter? Also ich weiss es einfach aus der Beer League-Zeiten bei mir, wenn ich am 11 Uhr heimgekommen bin. Ich habe bis um 1 Uhr morgen... Was kommt jetzt? Nein. Ich habe bis um 1 Uhr morgen, 2 Uhr morgen nicht gepennt. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie es bei euch ist. Ja, es ist wirklich so. Wir nehmen vor dem Spiel immer noch Koffein. Also ist auch vielleicht auch mehr ein bisschen Placebo, aber wir nehmen gerne Koffein vor dem Spiel, dass man halt dann bereit ist für den Match. Aber das ist schon recht, nach dem Spiel, ich schlafe nicht immer gleich gut. Es hat auch einen Einfluss, ich glaube, wie das Spiel verläuft, hat recht einen grossen Impact auf das. Also wenn ich gut spiele, du weißt, gehst mit einem guten Gefühl ins Bett, dann schlafst du noch eher ein, als wenn irgendein Fuck-up ist oder du liegst im Bett und denkst, ich habe irgendeine Situation, wirbelt dir im Kopf um, dann machst du die Augen zu und es dreht alles und du denkst über jegliche Sachen, Spielsituationen an, fällt einem sein Schlafen schon einiges schwerer. Also Schlaf ist sehr ein grosses Thema bei uns. Und aber auch, wie gesagt, vorher, wenn ich sonst verschiedene Routinen habe, habe ich auch eine Routine irgendwie drin, wenn ich dann doch einen Weg finde zum Einschlafen. Gehört zu dieser Routine auch, dass man, wenn man mal ein gutes Spiel hat, wenn man mal geil Assist gemacht hat, geiles Goal, dass man dann nochmal so aufs Handy schaut, nochmal die Spiel-Highlights durchgeht und sagt, schau, da, geil. Ja, also ich glaube, jeder Spieler, der das abstreitet, der nie selber schaut auf dem Video, wenn er das Goal geschossen hat, ja, ich glaube, das macht jeder Spieler. Wir schauen sowieso nach jedem Match, schaut man eigentlich wie so im Selbststudium seine Shifts nach. Also wir haben so eine App, wo wir unsere Shifts tracken können, die sind schon tracked. Das macht
ein Algorithmus, der jede Shift automatisch trackt. Und dann können wir nach dem Match, wenn irgendwo, eigentlich schaut man seine Shift an, aber wenn spezifisch, wir haben verschiedene Kamerawinkel in der Bossard Arena, dann kann man Situationen von verschiedenen Winkeln anschauen und analysieren. Und in speziellen Situationen, gut oder schlecht, wo man im Spiel erlebt hat, dann schaut man das sicher 1-2 Mal mehr an. Ja. Was ist das für ein Programm, oder ist das irgendeine App, oder könnt ihr da auf eine Internetseite zugreifen, wo du das auch von daheim aus kannst machen, oder musst du sozusagen intern mit dem Coach sein, dass du das kannst machen? Das ist ein Login, das die Liga den Clubs zur Verfügung stellt. Und jeder Club hat eine gewisse Anzahl Lizenzen, und anhand von diesen Lizenzen haben wir so Logins, wo wir uns einloggen können. Und jeder Spieler hat jetzt so ein Login, wo man seine Spiele, seine Shifts, man kann auch von anderen Teams die Shifts anschauen, von jedem Spieler in der Liga. Und das ist etwas, was die Liga den Clubs zur Verfügung stellt. Mhm. Und wie oft machst du das von anderen Sachen anschauen? Eigentlich nie. Also höchstens, wenn wir jetzt vor der Playoff, wenn wir wissen, wir spielen Playoff gegen den Gegner XY, dann hat man sowieso eine ausführliche Analyse über den Gegner, über einzelne Spieler, was ihre Stärken, ihre Schwächen, und höchstens, wenn man spezifisch wirklich etwas nachschauen will, was einem so ein bisschen im Kopf hinein ist, okay, wie tut der Gegner vorchecken, wie spielen sie jetzt genau defensiv, wie tun sie sich in gewissen Situationen immer wieder gleich verhalten, haben sie Tendenzen, dann kann man es anschauen, oder kann ich es anschauen, aber vom Gegner eigentlich sonst höchst selten, also, weil das ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann, und ich tue mich gerne auf das fokussieren, wenn ich selber kontrollieren kann. Darum macht das eigentlich eher sehr wenig. Gut, aber du spielst ja 4-mal im Jahr gegen jeden Gegner. Irgendwann hat sich das auch ein bisschen etabliert, nicht? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, wir wissen, dass Zürich spielt anders wie Ambri, und es ist ein anderes Spiel gegen Davos wie gegen Aschua. Aber man tut sich gleich vor jedem Match eigentlich mit der Videoanalyse, also im Team, im Meeting am Morgen, auf jeden Gegner eigentlich vorbereiten. Mhm. Also du hast nicht irgendwie so Automatismen, je nach Gegner, die sich dann einschalten? Wir kennen, viele Spieler sind schon länger in der Liga bei uns, und du kennst Spieler inzwischen, die gegnerischen Spieler ein bisschen. Also ich schaue immer, wenn ich aufs Eis gehe, das erste, was ich mache, ist schauen, okay, wer ist vom Gegner auf dem Eis. Wenn ich weiss, es ist der und der, dann weiss ich genau, okay, der ist eher schnell, da muss ich aufpassen. Ein anderer, der fährt gerne Leute über den Haufen, da muss ich den Kopf da oben haben. Ich sehe, es ist die erste Linie vom Gegner auf dem Eis, okay, jetzt sind vielleicht ein Shift, wo wir in der Defensivzone sind. Aber es sind einfach alles so verschiedene Sachen, die ich mehr nachher intuitiv im Spiel, wenn ich im Moment noch analysieren und probieren, ja, so probieren wir einen Vorteil zu verschaffen. Mhm. Wann ist dir dein Selbstvertrauen am grössten? Also stellen wir uns vor, du kommst gerade aufs Eis, schaust um, was sind es für Gegner, welche Konstellation oder was muss es haben, damit du so denkst, ja, let's go, jetzt mache ich sogar ein Goal. Ja, ich bin auch nicht so aufs Goalschiessen. Goalschiessen ist nicht so mein Job, es ist mehr das Goal verhindern. Ich glaube, es ist mehr, mir kommt es eigentlich nicht so darauf an, wer beim Gegner auf dem Eis ist. Mein Job ist einfach, dass wir hinten kein Goal bekommen. Und das ist, ja, ich probiere es eigentlich. Ich meine, schön ist, wenn wir gegen gute Gegner, oder für mich ist es ein gelungener Match, wenn ich bei keinem Gegengol auf dem Eis bin. Wenn ich wirklich kann, hinten, sagen wir mal, dem Leo helfen, wenn der Leo uns kann helfen, uns Verteidiger, und wenn wir so einen soliden Match spielen, ist für mich eigentlich ein gelungener Match. Ja. Aber hankerum muss es doch so die 2-3 Spieler geben, wo du bist so, oh nein, nicht schon wieder der. Ja, klar, das gibt es. Ja, also ich stelle mir gerade so ja, vor, klar. wenn man gegen Zürich spielt und man sieht zum 4. Mal den Malgin, der mit Tempo kommt, denkt man sich doch auch so, Alter, nicht schon wieder der. Ja, klar. Ich würde lügen, wenn das nicht so wäre, ja. Aber auch das, du hast im Spiel gar keine Zeit, um dir Gedanken zu machen, sondern du konzentrierst dich auf dich, es passieren so viele Sachen um dich herum, also ist eigentlich gar nicht Zeit, um so viel zu überlegen. Aber ja, klar, gebe ich dir schon recht, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Ja, jetzt haben wir von dir, wie du schaust, geredet. Aber wenn man jetzt mal die Mannschaft EVZ als Ganzes betrachtet, von der internen Sicht, von dir als Teil von dieser Mannschaft, was macht die Mannschaft so speziell und anders als die anderen Mannschaften? Wir haben sehr einen guten Mix zwischen jungen und älteren Spielern. Wir haben sehr viele erfahrene Spieler, Schweizer und ausländische und Spieler mit einer ausländischen Lizenz. Fangen wir beim Goalie an, der Leo, der
unglaublich viel Erfahrung mitbringt, was sehr wichtig ist in der Garderobe auch Präsenz hat. Und dann jetzt mit dem Spieler wie der Rafael Diaz, der zurückkommt, ja, und ja, müssen wir nicht darüber reden, was für ein unglaublich guter Spieler er ist, mit einer riesen Erfahrung aus der NHL, WM, ich weiß nicht, wie viele Jahre er im EVZ schon gespielt hat und Profi ist. Und dann haben wir eben den Mix mit jungen Spielern, die sehr talentiert sind, wo halt auch vieles neu ist. Und ich glaube, der Mix, den wir in der Mannschaft haben, ist etwas, wo zwischen jung und alt, das ist sicher ein grosser Vorteil. Und das andere ist, ich glaube, das Trainer, den wir haben. Der Dan ist ein unglaublich guter Trainer, hat sehr gute Assistenten und es gibt so eine Winner-Mentalität und so eine ganz spezielle Dynamik, die uns vielleicht von anderen Teams kann abheben kann. Ja, du hast es vorher gesagt, eben Dan Tanges, mit ihm ist ja auch der Erfolg gekommen. Und wie du hast auch schon gesagt, du hast gewusst, der Moment, der Cup-Sieg 2019, das war dort, wo du gewusst hast, okay, jetzt fährt es an rebeln, jetzt kommt es gut. Dann ist natürlich 2020 die Saison noch ausgefallen, oder die Playoffs sind ausgefallen. Und dann ist die Saison 2021 gekommen, wo ich dann das erste Mal den Meistertitel geholt habe. Und was mich wundernimmt, da, oder wenn du so vergleichst nachher zwischen den beiden Meistertiteln, die du geholt hast, im 21 und im 22, das ist ja eine extrem gute Mannschaft gewesen. Also ich glaube, ihr habt ja den Punkterekord geholt in der Schweiz, ihr habt wirklich die halbe Liga zerschossen, habt hinten sehr wenig zugelassen. Was hat diese Mannschaft denn ausgemacht? Oder beziehungsweise, wieso hat es dort so gut funktioniert? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo der Dan gekommen ist, 2018, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Dan gekommen. Ja. Im 2019 haben wir einen Cup-Sieg geholt. Im 18. sind wir ja schon im Finale gewesen. Im Finale mit dem Dan. Ja. Im 19. haben wir den Cup-Sieg geholt. Im 20. sind Playoff ausgefallen, sind aber auch Zweiter wurde punktgleich. Zweiter punktgleich mit Zürich. Und nachher dann ist eigentlich die Punkterekordsaison gekommen. Oder? Und ich glaube, bis zu dieser Punkterekordsaison vom 18, 19, 20, in diesen 3 Jahren, sind wir mehr oder weniger bis auf 2 oder 3 Wechsel sind wir immer die gleiche Mannschaft gewesen. Und wir haben uns eigentlich, der Dan hat uns 3 Jahre lang jeden Tag taktisch hat uns ein neues Spielsystem so können unser Hirn einbrennen, dass wir eigentlich nicht mehr müssen studieren auf dem Eis. Jeder hat genau gewusst, was er machen muss. Und durch das, dass wir so wenig Wechsel hatten, sind wir so ein eingespieltes Team gewesen. Und dann haben wir nachher, das war sicher ein grosser Teil vom Erfolg, weil wir haben wirklich Spiele gehabt, wo wir nicht gut gespielt haben. Wir haben sogar in dieser Punkterekordsaison sehr viele Spiele gehabt, wo wir die schlechte Mannschaft waren im Spiel, aber wir haben einfach immer einen Weg gefunden zum Gewinnen. Und ich glaube, das hat uns dort ausgezeichnet, dass wir wirklich immer einen Weg gefunden zum Gewinnen. Wir haben uns extrem challenged im Training. Wir haben sehr hohe Standards gehabt innerhalb der Mannschaft und die Erwartungshaltung aneinander ist sehr hoch gewesen. Und ich glaube, das sind alles so kleine Punkte, die uns schlussendlich zum Meistertitel geführt haben. Und das Bittere war ja der vor verschlossenen Türen. Ja, es sind sehr, sehr spezielle Playoffs gewesen. Also die ganze Saison ja mit Geisterspiel und dann 2 Drittel Zuschauer oder nur eine begrenzte Anzahl. Und ich glaube, im Finalspiel gegen Genf haben wir etwa 50 Zuschauer Genau. Ich glaube, es ist sehr klar, es ist etwas anderes, vor mehr oder weniger leeren Rängen zu spielen. Aber andererseits, es ist ein extrem, sage jetzt mal, intimer Meistertitel gewesen. Es hat uns in der Mannschaft extrem viel gegeben, weil wir sind wirklich die Einzigen, wir sind die gleichen 20 Nassen, die jeden Tag wirklich hart trainiert haben und dann schlussendlich untereinander den Titel zu feiern, ist etwas sehr Spezielles gewesen. Und ich weiss noch, wir sind dann raus mit dem Kübel im 67 dort auf der Terrasse raus und haben das erste Mal seit mega lange wieder, weiss ich, wie viele 1000 Leute gesehen, wo ja, das war sicher sehr ein spezieller Moment gewesen, ja, den ich nie mehr vergessen werde. Ja, den werden wir auch nicht mehr vergessen. Wie war denn der zweite Meistertitel gewesen? Dort mit Fans, halt schon mit dem Gefühl zu wissen, wie es sich anfühlt, Meister zu sein. Wie ist das anders gewesen? Also die Playoffs sind ganz verrückt gewesen. Wir haben im Viertelfinale und Halbfinale haben wir 4-0, 4-0, in 8 Spielen sind wir im Finale gewesen.
Und nachher ist Zürich gekommen und wir haben ja dort jeden zweiten Tag gespielt. Und dann haben wir eigentlich in 6 Tagen haben wir 3 Mal gegen Zürich verloren. Und es geht Schlag auf Schlag. Du hast 4-0, 4-0 gewonnen, okay, das Finale, und dann machst du erstes Spiel, zweites Spiel, drittes Spiel, 3 Mal verloren, bam. Und dann haben wir gedacht, holy shit, was läuft eigentlich? Ey? Und dann haben wir, das ist eine rechte eine rechte Achterbahnfahrt gewesen. Also eigentlich, wenn wir von riesen Selbstvertrauen, ist eigentlich mal eins reingewirkt worden, ist gerade 3 Mal. Und dann auch dort haben wir wieder einen Turnaround gefunden. Ich kann nicht sagen was, aber das sind sicher immer sehr enge Spiele gewesen. Aber nachher können Game 7, können die Serie kehren, ist etwas, was ich das Leben lang nicht mehr vergessen. Und vor allem das Game 7 an dem Tag, den ganzen Tag. Ich kann noch genau wissen. Ich weiß auch genau, was ich gemacht habe, von morgen bis am Abend, bis die letzte Sekunde, bis gekornet hat und wir Meister geworden sind. Das ist etwas, wo ich habe jetzt noch Hühnerhaut, wenn ich an den Tag denke und darf darüber reden. Darum, das ist, und von den ganzen Leuten, es ist, ganz Zug ist gefühlt in der Bossard Arena gewesen, es war pumpenvoll gefüllt gewesen. Ja. Vor dem Stadion aus all die Leute, und es ist einfach für mich halt noch doppelt schön, weil ich halt ein Zuger bin, und es ist für mich halt wirklich etwas, ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Ich mag mich noch ganz genau erinnern an den Turning Point. Ich bin damals extra von Schweden heimgekommen, ich war im Austausch. Das stimmt. Der Oskar ist extra heimgekommen und nachher haben wir 3 Mal verloren. Und ich bin schon am Schauen wegen dem Rückflug. Ich habe wirklich gesagt, nein, jetzt kassiert es 4-0, jetzt ist es fertig. Und ich habe nicht als Spiel in Zürich wählen, das 4. Ich habe wirklich gesagt, nein, hey, das gebe ich mir nicht mehr. Und dann ist der Kollege aber krank geworden und dann habe ich das Ticket genommen und bin gegangen. Und dann sind wir sogar noch 1-0 hinten gewesen, nach ganz wenigen Minuten, das mag ich mich erinnern. Und dann hat es in dem zweiten Drittel so einen Moment gegeben, wo irgendeiner von den Zuger, ich weiß nicht mehr wer, einen richtig kernigen Check ausgepackt hat. Wahrscheinlich war es der Abdelkader, so wie die Saison gelaufen ist. Und dann haben wir plötzlich das 1-1 geschossen, 2-1, 3-1 und am Schluss haben wir 4-1 gewonnen. Leeres Goal, mag ich mich erinnern, der Hansson. Das sind so Sachen, die bleiben. So, jedes andere Spiel hat schon lange vergessen, aber das ist geblieben. Und nachher hat man so das Gefühl gehabt von außen, es ist so ein Momentum entstanden. Es war irgendwie so gewesen, jetzt ist etwas rum. Jetzt hat es irgendwie wieder Klick gemacht. Wie hast es du empfunden dort? Das ist eine lustige, eine gute Story, die du jetzt erzählt hast von dir. Ich glaube es auch. Es ist, wie gesagt, alles ist so eng beieinander. Und wenn du mal 3-0 hinten bist, es ist halt immer schwierig, wenn du aus Sicht von Zürich und du vorne bist, du musst gegen einen Gegner spielen, der nichts zu verlieren hat. Und die Spiele sind immer wirklich eng gewesen. Ich glaube, das erste Spiel ist es war kurz vor Schluss, glaube ich, auch ein Goal Unterschied. Das zweite Spiel in Zürich, ein dummes Goal am Schluss. Das dritte Spiel daheim, wo wirklich auch wieder eng war. Und Dan hat eigentlich nach jedem Spiel gesagt in der Garderobe, hey, es fehlt, wir haben gut gespielt, es fehlt nicht viel. Er hat eigentlich nach jedem Spiel gesagt, es fehlt ganz, ganz wenig. Und wie du jetzt gesagt hast, das ist gut möglich. Ist es ein kerniger Check gewesen? Ist es ein Blockshot gewesen? Ist es irgendwie... Ich weiß auch noch, wir als Mannschaft gemerkt haben, okay, wir müssen es so spielen. Irgendetwas war in der Luft und wir genau gewusst haben, okay, so müssen wir es machen. Und dann ist es gleich aber wiederum, das war das Spiel in Zürich gewesen, ja, und dann sind wir zurück auf Zug. Es fängt wieder bei Null an. Was steht da der Turning Point? Nein. Aber im Spiel gegen Zürich hat es ja auch noch die Situation gegeben, dass sie den Banner ausprobiert haben, oder? Auf der LED-Bande, wo Schweizer Meister drauf gestanden ist. Und dann hat sie ja das berühmte Foto von Karl Klingberg, wo lacht drüber. Hat das auch etwas ausgemacht? Ist das so, oder ist das mittlerweile einfach so hochstilisiert als Legende? Ja, ich glaube, in dem Moment hast du es nicht gross angeschaut. In dem Moment ist einfach, hast du den Fokus auf dem Spiel gehabt, und ob jetzt das Banner da oben war oder nicht. Klar, das Selfie ist im Nachhinein eine sehr, sehr gute Story, wo man genau so darüber reden kann. Aber in dem Moment haben wir es, muss ich ehrlich sagen, haben wir es nicht wahrgenommen. Weil wir gewusst, ob das Ball da oben ist oder nicht. Das Spiel fängt bei 0 an, es geht 60 Minuten. Und ja, es ist everything is on the line. Also man hat nicht gross Zeit, dass man sich irgendwie über das gross lustig machen. Und eben das Selfie ist halt schon... Wenn jemand ein Selfie macht in dieser Situation, dann ist es der Karl gewesen, ja. Ja, vielleicht noch so die Mannschaftsdynamik, also in so einer Situation, an was habt ihr wirklich geglaubt, oder was ist eure Taktik gewesen, jetzt auch von Seiten der Trainer, dass du das Pack so zusammenhaltest, wo daran glaubt? Sehr gute Frage.
mir kommt eine Situation eigentlich in Erinnerung, wo wir haben das 3. Spiel verloren, sind am nächsten Tag in der Garderobe gewesen. Und dann ist halt ein bisschen eine bedrückte Stimmung, wie es halt ist, wenn du 3-mal verloren hast, bist du mit dem Rücken zur Wand im Playoff-Final. Und dort, ich weiss noch ganz genau, der Sven Sentler hockt so schräg gegenüber von mir. Dann hat er gesagt in der Garderobe, hey Jungs, wir haben die letzten 2 Wochen haben wir 4-mal nacheinander Viertelfinal gewonnen, 4-mal nacheinander Finale. Wieso gewinnen wir jetzt nicht 4-mal nacheinander? Wir haben die letzten 2-3 Wochen haben wir das 2-mal geschafft, wieso machen wir es jetzt nicht? Das ist nicht etwas, was wir noch nie gemacht haben. Also wir wissen genau, wie wir müssen. Wieso nicht jetzt? Und das ist für mich so, wo wir eigentlich alle gesagt haben, okay, fuck, Senti hat recht, ja. Und das ist so ein Punkt, den ich nie mehr vergesse. Wo wir eigentlich, eben sind so kleine Sachen, wo wir gemerkt haben, ja, du hast recht, wir haben es jetzt gerade 2-mal nacheinander gemacht, wieso machen wir es nicht noch ein 3. Mal? Mhm. Und das war sicher das Ding, wo eins war und das andere ist einfach der unbändige Wille zum Gewinnen. Egal wie die Situation ist. Und das haben wir in dieser Garderobe unglaublich gut gehabt im Playoff-Final. Mhm. Wie oft denkst du heute noch an so die Situation oder jetzt an die 4 Spiele, die wir gewonnen haben? Wie fest hilft dir das jetzt noch in heutigen Situationen, wenn etwas nicht gerade so läuft? Ich glaube, ich denke jeden Tag noch dran. Also jeden Tag irgendwie, oder wenn mich Leute darauf ansprechen oder so, das sind einfach die Momente, wenn du im Training, wenn du eine Übung hast, die streng ist oder so, oder wenn du gewünscht, einfach gewissen, oder wenn du mit gewissen Leuten zusammen bist, die in der Mannschaft, die den Moment auch erlebt haben. Und irgendwo im Unterbewusstsein sind die Emotionen immer rum. Und das ist eigentlich so wie so etwas, wo man daran herschaffen kann, wo man sagt, hey, dort wollen wir zurück, weil das, was wir dort erlebt haben, ist einfach unglaublich gewesen. Und geht es überhaupt noch besser? Weil eben das 3-0 kehren im Finale, so wie es gekehrt wurde, ist im 7. Spiel hinten sein und dann das Spiel auch kehren. Die Stimmung in diesem Stadion, die Stimmung nachher, das ist... Ja, es ist glaube das Schöne, was man da kann lernen, ist einfach, oder was ich dort daraus rausnehmen, ist wirklich die Emotionen, die man mit den Leuten teilen und auch mit den Teamkollegen zusammen. Wir haben das ganze Jahr schafft man eigentlich auf genau so ein Spiel, wenn wir früher draussen, wenn ich draussen Hockey gespielt habe, mit den Rollerblades, hast du eigentlich immer daran gedacht, hey, wie ist es mal, hast du doch so viel mal überlegt, hey, jetzt ist der Moment, so, jetzt ist Game 7, hast eine Chance, jetzt musst du sie packen, oder? Und das haben wir dürfen erleben und das ist wunderschön gewesen. Und das macht aber auch die Emotionen süchtig, also du willst das unbedingt nochmal erleben. Und ich glaube, um jeden Titel, mit jeder Saison, wo wir einen Titel spielen, hat man das eigentlich vor Augen und sagt, hey, man will wieder die Emotionen erleben. Ja, das ist einfach etwas, wo, ja, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Ja, es muss unglaublich sein. Ja, wenn wir noch vielleicht beim Dan bleiben, wir haben es alle mitbekommen, er geht ja auf Ende nächste Saison. Magst du dich noch an deine erste Begegnung mit ihm erinnern? Ja, ich weiss noch genau. Das war im Sommertraining 2018. Bin ich in der Garderobe gehockt, alleine, weil ich noch meine Ausrüstung machen mit dem Material zusammen und dann ist er reingekommen. Und ich weiss noch genau, ich bin aufgestanden, habe ihm einen Tank gegeben und haben einfach schnell miteinander geschwätzt. Und dann habe ich zuerst mich überrascht, hey, das ist so ein junger Trainer, wo wir kommen im Vergleich zum Trainer, den wir vorher hatten. Also ja, wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt und das ist eigentlich die erste Begegnung, die ich mit ihm hatte. Ja. Hast du eigentlich gerade Schwedisch mit ihm geredet, oder? Nein, ich verstehe Schwedisch sehr gut, aber ich habe leider Schwedisch reden kann ich nicht so gut. Also wir uns schon auch jetzt noch auf Englisch unterhalten miteinander. Ist alles auf Englisch eigentlich? Ja, also die Sprache in der Garderobe ist eigentlich Englisch. Klar reden die Schweden miteinander Schwedisch und wenn ich mit den Schweizer Spielern zusammen rede ich mit denen nicht Englisch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zum Mittagessen sind und es sind einen Tisch mit Spielern, die Schwedisch reden, die Englisch reden, die Schweizerdeutsch reden, dann redet man eigentlich Englisch, dass es alle verstehen. Zum beim Dan bleiben, was hast du für eine persönliche Beziehung zu ihm, ja, wo sich jetzt über die Jahre entwickelt hat? Sehr eine enge Beziehung. Er ist sowieso, was ihn auszeichnet, ist, dass er sehr nahbar ist. Also er hat eine Fähigkeit, extrem gut auf die Leute zugehen und mit den Spielern zu reden. Und er weiß genau, das ist eine sehr grosse Stärke von ihm. Er weiß genau, wie er die Spieler muss nehmen. Und jeder Spieler nimmt er anders. Und er kann das extrem gut auffassen. Und wir haben über die, jetzt sind es jetzt gleich
7. Jahr jetzt unter dem Dan, wo wir uns eigentlich fast jeden Tag sehen. Unter das hast du sehr eine enge Beziehung zueinander, ja. Und etwas anderes, was du im Vorgespräch gesagt hast, ist das Thema Perfektionismus. Ja, ich glaube, das ist etwas, was der Dan auszeichnet. Nebst dem er menschlich unglaublich gut ist und er weiß, was eben sein ist Perfektionismus, das ist rein aufs Hockey gesehen. Ist er, wenn er ist besessen von Perfektion. Also er tut nichts unter den Teppich schieben. Jedes Spiel tut er stundenlang analysieren. Er verbringt Stunden, wenn er neue Spielzeuge oder einfach Face-Off-Plays oder einfach, wenn er macht er sich Gedanken, wie er gewisse Spieler kann erreichen kann, dass sie noch 2-3% mehr performen oder besser performen. Und das ist etwas, was ihn extrem auszeichnet. Und er hat einfach so eine Beharrlichkeit, wie ich noch nie bei einem Trainer gesehen habe. Eben, du musst ja jetzt nach dem Podcast weiter, weil du musst noch deinen Kollegen zuschauen, wie sie spielen in Freiburg. Das hat ja auch mit dem Tanz zu tun, oder? Ja, klar. Wir müssen so das Ding, ich bin jetzt, weil ich jetzt verletzt bin und das Spiel muss am Fernsehen schauen, bin ich am Morgen, wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen an jedem Meeting dabei sein. Und morgen werden wir auch wieder uns austauschen, wenn er fragt, wie hast du das Spiel am Fernsehen gesehen, hast du irgendetwas gesehen, wo ihm nicht aufgefallen ist, weil das gleich eine extrem kurze Zeitspanne ist, von heute Abend bis morgen Morgen, um das ganze Spiel zu verarbeiten. Und es ist immer sehr ein interessanter Austausch, den wir haben. Und ich freue mich dann, das Spiel nachher am Fernsehen zu schauen und ich hoffe, sie gewinnen. Ja, natürlich, das hoffen wir auch. Etwas, was mich beim Dan als Fan beeindruckt oder etwas, was er ausstrahlt gegen raus, ist absolutes Selbstvertrauen. Und ich glaube, ich beurteile das jetzt aus der Fansicht, auch die Saison, wo es jetzt Anfang der Saison nicht so gut gelaufen ist, wo man viele Spiele am Stück verloren hat und so, man hat nie das Gefühl, nein, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Also es ist irgendwie so etwas, ich weiß nicht, man weiss so, Dan the Man, er regelt das schon, beziehungsweise ihr regelt es dann auf dem Eis. Wie ist das in der Garderobe? Schon auch, also wir haben, wie gesagt, es ist extrem schwierig, also zuerst mal zu dem, was du gesagt hast, er hat eine extreme Autorität, also er hat eine Ausstrahlung und so eine gewisse Aura, wo man weiss, eine Präsenz in der Garderobe und das wirkt sich auch auf die Spieler aus, also wir wissen genau, was wir mit dem Dan, was wir für das Privileg haben, mit dem Dan an der Bande und als Trainer zu haben, weil er hat auch die Fähigkeit, dass ich aus jedem Spieler, egal ob er als Junge raufkommt mit 18 oder einem Spieler, der 35, 36 oder älter ist, aus jedem Spieler findet er einen Weg, wo er noch 3-4% mehr rausholen kann. Und das schätzen wir in der Garderobe extrem am Dan. Und das ist, wie gesagt, und das bestätigt er nachher mit seiner Autorität, mit dieser Präsenz. Und wir probieren das nachher mit guter Leistung auf mich auch etwas zurückgeben. Wird der manchmal eigentlich auch ein bisschen, nicht hässig, aber so ein bisschen ernster, wenn irgendwie mal 2 Sachen oder 3 Sachen hintereinander immer wieder gleich Fehler machst? Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Also Dan wird schon laut, ja. Also es ist nicht, dass er hat das. Also das ist auch richtig, ist absolut berechtigt, das muss ein Trainer auch, aber er ist überhaupt nicht launisch. Er findet vielfach oder eigentlich immer die richtigen Worte während dem Match. Und eben manchmal sind es lobende Worte, wenn wir gut spielen. Und manchmal ist es halt dann eben das Gegenteil und er rebelt es halt einmal in der Garderobe. Aber das ist etwas, was er extrem gut unter Kontrolle hat. Und er tut nie einzelne Spieler hervorheben, sondern er tut immer aufs Kollektiv zusprechen und nicht auf einen einzelnen Spieler zeigen. Zu was für eine Rolle jetzt im Team selber, nicht jetzt vielleicht gut auch ein bisschen auf dem Eis, aber so ein bisschen jetzt zum Beispiel in der Garderobe, hat er dich denn gebracht? Ich bin auch als Junior eigentlich meine erste richtige Saison unter ihm gespielt. Und ich bin eigentlich von, ich sage jetzt mal, Hierarchie, das Wort brauche ich nicht so gerne bei uns in der Hockey-Garderobe, aber einfach, ich bin als Junior raufgekommen, habe meine erste Saison gespielt und dann habe ich mich in der Mannschaft etablieren, habe mich auch spielertechnisch können, sage jetzt mal, ein bisschen aufschaffen. Und durch das, dass ich jetzt gleich schon einer der Spieler bin, der schon länger dabei ist bei uns in der Mannschaft, im FAZ,
habe ich auch ein bisschen eine gewisse Rolle bekommen, ja, wo halt auch die Spieler, die neu dazukommen, mich auch um gewisse Sachen fragen. Es geht jetzt nicht zwingend ums Hockey, aber auch sonst, wie sind die gewissen Abläufe, wen ist wie, wo was ist das für ein Event, wo soll ich, wie blöd das klingt, wo kann ich am Abend essen im Zug oder so. Das sind die Sachen, dass ich auch dort vielleicht zwischendurch mal gefragt werde, weil ich halt eben von Zug bin. Und das andere ist halt auch ich habe es gerade für die jüngeren Spieler, die raufkommen, dass wir dann auch ein bisschen können, oder dass ich dann auch ein bisschen zeigen kann, dass ich in dem Alter bin und kann sagen, okay, hey, das braucht man zum Profi werden und die ein bisschen, ein bisschen unter meinen Arm nehmen und ihnen helfen, um zu zeigen, was es braucht im Training, in dem Spiel und so, ja. Ich habe eine zweiteilige Frage zum Abschluss vom Thema Dan. Wie sehr wird der Zug fehlen nach dieser Saison und wie sehr wird er dir fehlen? Ich glaube, es ist ein extremer Verlust für die EVZ, weil ich glaube, einen Dan kannst du nicht ersetzen. Die Fußstapfen sind enorm gross und er einfach nicht nur als Coach, sondern auch als Mensch ist unersetzbar. Also andererseits muss ich aber sagen, es ist eine Chance für den neuen Headcoach, den wir haben, der ja schon bei uns ist. Michael Liniger, ja. Genau, wo ein sehr guter Trainer ist, menschlich sehr gut ist. Und zurück, wow, es ist halt eine neue Chance, es sind sehr grosse Fußstapfen, aber es ist auch eine neue Chance für ihn. Also ich sehe es eigentlich auch, ich mag es ihm dann, ich entscheide, also ich unterstütze seine Entscheidung, dass er EVZ verlässt, natürlich zu 100%. Es ist nicht etwas, er tut nie etwas machen, wo unüberlegt ist. Also er hat sich das sehr gut überlegt, hat seine Gründe und durch das ist es klar, werden wir den Damen vermissen, aber ankerum ist es auch wieder eine Chance für einen Wechsel, nicht nur bei den Coaches, sondern auch bei uns Spielern und in der Mannschaft. Ja, und noch kurz, wie war so der Moment für dich, wo du erfahren hast? Ist es ein Schock gewesen, oder ja, hast du es mit Fassung nehmen? Es ist sicher ein Schockmoment nicht, aber wir sind sicher, zuerst war die Enttäuschung recht gross gewesen, weil wir, wie gesagt, das ist der Dan, haben wir jeden Tag gesehen, wir Spieler haben so eine enge Bindung zu ihm und wenn du den Trainer über 6 Jahre eigentlich jeden Tag siehst und dann sagt er vom einen auf den anderen Tag, hey, ich gegangen, ist es klar eine Umstellung, ja, eine neue Situation, wo wir alle sehr scharf finden, aber ankerum, wie gesagt, es ist ein extrem grosses Vertrauensverhältnis zwischen uns allen Spielern und da rum und darum respektieren wir auch seinen Entscheid. Er hat einen Speech gehalten in der Garderobe mit seinen Gründen, wieso dass er geht und ich glaube, dann war es offensichtlich, dass wir seine Entscheidung unterstützen und ja. Ja. Schade, aber ja, verständlich. Genau. Wenn wir noch ein bisschen vorne schauen, wir haben vorher gehört von dir, deiner Hand oder deinem Unterarm geht es besser, du kannst hoffentlich gleich zurück. Du hast gesagt, in 2 bis 3 Wochen soll es soweit sein? Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber in den nächsten paar Wochen sollte das Comeback noch wieder geben, wenn es möglich ist, noch in der Regular Season und dann sicher so schon auf Playoff. Ja. Und auf was freust du dich wieder besonders? Einfach wieder Hockey spielen, einfach wieder das Kribbeln vor jedem Spiel, wieder für die Mannschaft helfen und halt Hockey ist halt das, was ich am liebsten mache, ja. Einfach das, was ich am liebsten mache, wieder praktizieren und nicht nur vor dem Fernsehen muss zuschauen. Und was braucht es, damit du deiner Sucht kannst nachgehen mit dem Titel? Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Jetzt haben wir ein bisschen den Weg zurückgefunden zu unserem Spiel, was uns stark macht. Und jetzt haben wir, ich glaube, jetzt haben wir noch 9 oder 10 Spiele, die wir noch haben, wo wir noch die Chance haben, um uns eigentlich als Mannschaft nochmal näher zusammenzukommen und uns optimal können auf Playoff vorbereiten. Und das Ziel ist sicher, dass wir eine direkte Playoff-Qualifikation und dann noch ein Stückchen zusammenrücken, weil Playoff wird anders gespielt. Es ist ein anderes Spiel dann und dass wir dann wieder einen Weg finden, dass wir schnell Tritt finden können. Ja, wir sind gespannt. Einerseits wünschen wir dir gute Besserung natürlich noch und dann einen guten Einstieg. Danke vielmals, dass ihr kommen. Es hat mega Spass gemacht und ja, hoffentlich bis bald wieder. Ja, uns hat es genauso viel Spass gemacht. Ich glaube, wir hätten
Wir hätten noch vieles ganz viele müssen Fragen, aber Ja. der Livio muss nachher noch Match schauen. Darum würde ich sagen, leiten wir mal das Ende von dem Podcast ein. Du, Livio, kannst vielleicht noch schnell sagen, wo man dich kann unterstützen oder wo man dich kann finden kann, wenn man dich verfolgen will? Ich bin auf den Social Media bin ich nicht so aktiv, aber ich bin auf Instagram. Aber ich glaube, den Namen muss man nicht gross, mich muss man nicht gross suchen. Also es ist es nicht wert, mich auf Social Media zu verfolgen. Darum, ja. Folgt einfach im EVZ. Folgt Genau. einfach im EVZ, genau. Genau, geht mal ein Spiel schauen. Es lohnt sich. Und in dem Sinn, ja, wären wir am Ende vom heutigen Podcast. Ich glaube, heute hat es wieder mal richtig Spass gemacht. Allen, die dabei waren, nochmal herzlichen Dank. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Und wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport und natürlich die besten Gäste bei uns einzuladen. Genau. Und wenn ihr schon am Livio nicht folgt, dann folgt wenigstens uns auf Instagram. Uns findet ihr unter _Podcast. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Danke vielmals. Tschüss miteinander. Ciao, Livio. Danke.